Ich habe, bis ich 18 geworden bin, bis ich ausgezogen bin, recht eine konservative und religiöse Erziehung erfahren. Aber obwohl ich das so mitbekommen und so aufgewachsen bin, habe ich gemerkt, als ich mich dann selbstständig gemacht habe, also als ich dann ausgezogen bin und alleine gewohnt habe, so, dass es eigentlich nicht so meins ist. Ich finde es schön, wenn man religiös ist, wenn man an etwas glaubt und so etwas hat, an dem man so ein bisschen festheben kann, aber ich habe das jetzt persönlich nicht. Ich bin nicht gross religiös, das heisst, ich gehe nicht in die Kirche oder so, aber ich habe einen Glauben an etwas, und ich weiss nicht so genau was, aber ich habe das Gefühl, es ist irgendetwas, das Schicksal oder so, und ich glaube, das habe ich jetzt beim Beruf gemerkt, aus VG, der Glaube hilft in den alten Menschen oder generell in den Menschen recht weiter im Verlauf von einer Krankheit oder auch im Sterbeprozess. Und darum finde ich Glaube etwas mega Wichtiges eigentlich. Nein, gar nicht. Ich bin zwar katholisch aufgewachsen, meine Eltern hatten wenig Kontakt mit der Kirche schon gehabt und bin dann mit 17 sogar austreten, weil ich gemerkt habe, das ist nichts für mich. Auch spirituell, als spirituell würde ich mich gar nicht bezeichnen, da ich sehr wenig Verbindung habe mit Sachen, die Menschen mit Spiritualität verbinden. Ich finde die Kategorisierung manchmal so ein bisschen schwierig, weil ich glaube, jeder Mensch versteht so ein bisschen etwas anderes unter dem Wort religiös oder spirituell oder Glauben. Also ich bin überzeugt davon, dass es Energien gibt, die uns begleitet, wir aber nicht mit unseren Sinn wahrnehmen. Wenn das als spirituell gilt, dann bin ich spirituell. Ich bin auch überzeugt davon, dass es nach dem Tod noch weitergeht, dass es nicht einfach fertig ist. Also ja, ich bin spirituell. Ja, ich glaube an meine eigene Religion. So. Aber ich sehe Parallelen. Ich sehe eigentlich zwischen jeder Religion, die so ausformuliert worden ist, Parallelen. Aber ich glaube wie nicht an so eine institutionalisierte Religion im Sinne von das, was in der Bibel steht, ist das, was ich glaube, sondern meine Erfahrungen und Gespräche mit anderen Menschen machen eigentlich aus, an was ich glaube. Mein Gefühl. Ja, Fühlen ist meine Religion. Ich bin eher spirituell unterwegs. Mit Religionen habe ich ehrlich gesagt nichts wirklich am Hut. Ich habe recht früh schon den Faden verloren, bin austreten aus der Kirche. Aber zu Buddhismus fühle ich mich sehr eingezogen. Also religiös, nein, nicht wirklich. Ich würde sagen, ich habe so eine spirituelle Art an mir. Aber ich bin immer ein bisschen auf der Kippe. Glaube ich es jetzt wirklich, glaube ich es nicht. Aber auf der anderen Seite, wenn ich dann das Gefühl habe, nein, ich glaube gleich nicht daran, dann passieren irgendwelche Sachen oder ich überlege es mir gleich nochmal. Darum, ich würde sagen, ein bisschen spirituell angehaucht. Ich bin nicht religiös. Ich würde mich eher als gläubig bezeichnen. Ich mache dort einen Unterschied. Weil ich finde, Religionen haben alle etwas und reden eigentlich alle immer so ein bisschen über das Gleiche. Die Labels sind einfach ein bisschen anders. Ich meine, die Regionen und Kulturen unterscheiden sich dort auch. Dort schon auch spirituell. Ich glaube, dass es etwas Höheres gibt. Ich glaube, also Lebensenergien und die Natur und der Lebensfluss und alles, das halt die Sachen, die es schon vor uns gegeben hat. Aber ich würde jetzt nicht von einem Gott reden oder einen Gott anbeten. Ich glaube, da hat das Universum ein bisschen mehr zu bieten. Religiös eher weniger, aber recht spirituell. Es hat sicher auch mit dem zu tun, dass meine Mom recht spirituell ist und ich mit dem ein bisschen aufgewachsen bin. Es geht noch schnell mal. Meine Mom sagt mal schnell, tu dich mit einer Salbe eingremen für schlechte Augen und so weiter. Und das hat recht abgefärbt, also ich glaube recht an das. Ich habe auch gewisse Steine daheim. Und einfach da, durch den Tod von meinem Vater bin ich auch ein bisschen spiritueller geworden, andere Sachen gespürt und so weiter. Und das ist schon ziemlich interessant. Ja, spirituell, ein bisschen, religiös schon noch mal ein bisschen mehr, aber nicht veralteter Glauben. Ich tue es immer gerne so ausdrücken. Ich möchte eigentlich einfach modern glauben und das sehe ich oft auch nicht in einem speziellen oder in einem spezifischen Glauben. Also, ich würde jetzt nicht unbedingt direkt sagen, ich bin Christ oder Moslem. Ich bin einfach als Christ aufgewachsen. Ich kann mich aber auch mit anderen Glauben identifizieren. Ich sehe überall immer so ein bisschen Positives, Negatives.
Von dem her, ich würde sagen, ich bin gläubig, aber ich weiss nicht, wo ich mich so einordnen soll. Religiös wirklich nicht. Spirituell hatte ich vor ein paar Jahren so eine Yoga-Qigong-Phase, wo ich so die erdende Wirkung trotz allem gemeint habe zu spüren. So. Aber ja, das geht definitiv ins Spirituelle rein, aber mehr nicht als das. Das war so das Höchste bis jetzt. Ich bin gar nicht religiös. Ich habe mich auch nicht firmen lassen. Ich hätte mit 18 mich firmen können, ich habe das nicht gemacht. Und spirituell ein bisschen. Wenn Yoga machen und meditieren auch spirituell sind, dann bin ich schon ein bisschen spirituell, aber nicht mega fest.